Oh nee. SRF 2 am Morgen. Adi Totoro im Horror-Interview. Österreich Prank gegen Schweizer TikToker. Und es kommt noch ein Video zu dem auf meinem Hauptkanal, weil ich gevloggt habe an dem Tag. Aber das ist schon recht lustig gewesen. Und ich bin gespannt aufs Video, Digga. Let's go. Yo, an alle Österreicher. Ich entschuldige mich an euch für die ganzen Videos. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich das gemacht habe. 2 am Morgen hat mir ins Gewissen geredet und es kommt nicht mehr vor, dass ihr beleidigt werdet. Die Schweiz ist eigentlich ein neutrales Land. Oder? Alle finden die Schweiz super, oder schön, oder herzig, oder sympathisch. Und wir haben da einfach einen mühsamen TikToker, der nicht aufhört, die Schweiz in ein schlechtes Licht zu stellen. Der Adrian Vogt, a.k.a. Adi Totoro. Ja, das bin ich. Der disst grundlos andere Leute und fickt ganze Länder sogar an. Vor allem eins kommt drunter: Österreich. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation über die unnötigsten Erfindungen der Welt. Zuerst über mich. Ich bin Schweizer. Ist aber actually ein gutes TikTok-Chat. Also würde ich liken, wenn ich es sehe. Und zum Glück kein Österreicher. Viele Österreicher haben sich darüber aufgeregt, dass ich mich über Österreich lustig mache. Deshalb hier eine Präsentation, wieso Österreich ein tolles Land ist. Kommen wir direkt zu den Punkten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und um unsere Neutralität zu schützen, haben wir einfach müssen eingreifen und den Adi in die Schranken weisen. Weil es ist einfach unsere Pflicht. Nicht, dass er da noch das Gefühl hat, er kann da einfach alles machen. An alle Österreicher. Die Schweiz ist besser. Wir wollten doch einfach verarschen. Der Plan, wir organisieren ein Interview mit dem grössten österreichischen Sender. Aber ey, auf Joko und Klaas angelehnt. Am ORF. Und sorgen dafür, dass der Adi das Interview so schnell nicht mehr vergisst. Weil die angebliche Journalistin hat nämlich genau nur eine Aufgabe gehabt, nämlich den Adi so richtig fertig zu machen. Zuerst haben wir aber sicherstellen, dass das Ganze auch glaubwürdig für den Adi überkommt. Dass er wirklich das Gefühl hat, dass ORF da ist, was sich für ihn... Ey Chat, jetzt kommt's. Ey, fuck, man. Die Siechen! Bro! Ach nee, Digga, Mann. Ey, scheiß drauf. Aber ich meine, mit der E-Mail-Adresse @orf.at hat das Ganze schon wirklich glaubhaft gewirkt. Aber den Text hast du geschrieben, oder? Kannst du ja über, als wäre es von dem. Hey Chat, ich bekomme ein Mail vom ORF. Vom echten ORF, von einem Mitarbeiter, der dort arbeitet. Ich habe das sogar noch selber kontrolliert. Und ich denke mir so, Bro, jetzt habe ich es geschafft, ich habe ausgesagt, jetzt kommen die internationalen Medien. Und die haben das geschrieben. Das ist einfach sad. Nein, also ich habe das jetzt vorgeschrieben, schickt das jemandem vom ORF und der vom ORF schickt nachher am Adi. Hey, die haben am ORF angerufen, um mir ein Mail weiterzuleiten. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Und dann hoffen wir einfach. Wenn das klappt. 2 Stunden später. Ramin, was denkst Du bist ein geiles Ziel. Nein, keine Ahnung. du? Ja, die hat zurückgeschrieben. Ja. Zugesagt, aber. Musst du mal schauen. Hast du das Handy? Nein, die zeigen jetzt nicht mein Mail. Dann komme ich für ein Interview auf Zürich. Geil! Hast du gedacht, dass er innerhalb von einer Stunde zurückschreibt? An dieser Stelle... Ja, logisch, wenn das ORF schreibt. Ey, ich habe kontrolliert, ob die Adresse stimmt, Chat. Ich habe es kontrolliert und denkt, ey, wenn die Adresse stimmt und der Mitarbeiter ist auf der Webseite, dann denke ich, ja, safe, Digga. Wieso sollte ich nicht ein Interview geben am ORF? Nochmal Shoutout an unsere Kollegen vom österreichischen Rundfunk. Bro, ich habe keine Ahnung, warum du so überrascht bist. Das ist ja logisch, dass er ohne mit den Wimpern zu zucken so ein Interview... Ich nehme alles für Fame, Chat, ihr kennt mich. Ja, alles, was Views gibt, nehme ich gerade mit. Ja, aber das ist ein internationaler Prank mit Schweiz und Österreich. Ja, aber Österreich, für am Adi seine Augen sind das einfach 10 Millionen potenzielle Follower. Und er sieht da nur noch Klicks. Logisch. Oh. Dann war alles bereit zum lospranken. Wir hatten ein Hotelzimmer, weil Stars, die haben natürlich Interviews in einem Hotelzimmer. Und wir hatten ein externes Kamerateam. Wir haben Bro, ich kann nicht mehr, das ist übel geil gemacht. Ey, Shoutouts geht aus an 2 Uhr morgens, jetzt habe ich den Ton abgestellt. Nichts auf SRF hindeutet, nichts auf 2 Uhr morgens hindeutet. Es ist ja ein offizielles ORF-Interview. Kannst du ein bisschen schauen, so, wenn du irgendwann so merkst, so, jetzt schießt langsam an, dann bringst du noch einen. Und übrigens, das ist die vermeintliche ORF-Reporterin Hanna. Also eigentlich heisst sie Marissa und ist eine Schauspielerin aus Winterthur, die österreichische Wurzeln hat.
Und sie wird dafür sorgen, dass der Adi das Gefühl hat, er ist der Staatsfeind Nummer 1 in Österreich. Die alles schnell durchmachen. Und dann, Hey, Digga, Mann. fertig ist, dann Dritte. kannst du sagen. Er ist der Lobby und ich kann gehen. Oh, also hey, jetzt liegt es an dir. Marissa, Gut. viel Glück. Ey, das sind doch so Spaß. Ey, wirklich zweimal so Spaß, Digga, Mann. Wir haben uns dann im Raum nebendran verschanzt, um alles zu beobachten, während Marissa, die Hanna, den Adi ins Zimmer begleitet hat. Nein, jetzt wird's cringe, jetzt wird's cringe. Ich hoffe, das ist okay für dich, damit wir ein paar Schnittbilder haben. Erstmal vloggen. Chat, erstmal vloggen. Er ist natürlich eingetroffen wie ein klassischer Influencer mit seiner eigenen Kamera, um alles vloggen können. Und hat auch seine Haare schön noch gerichtet für das ganz grosse Interview. Digga, ich habe ihr, ja, die sehen es noch in meinem Vlog, der kommt auf dem Hauptkanal, aber ich habe ihr die Cam gegeben, weil ich tue halt, wenn es halt draussen windet, dann geht der Topf kaputt und ja, dann den Topf müssen schön machen. Und dann ihr den Strahl gegeben, nein, die Cam gegeben und habe meine Haare gestrahlt, genau. Ja, lass dir noch Zeit. Aber zumindest ein bisschen so aus der Reserve locken, gerade am Anfang, haben wir uns noch etwas überlegt. Wir müssten noch so kleine Trailer schneiden, Ja, weil wir machen... Maske abziehen schon. Genau. Und zwar machen wir das in ganz Europa mit verschiedenen Influencern. Und da machen wir so kleine Trailer, damit wir die zusammenschneiden können. Ja. Und wir würden jetzt hier auch gerne ein paar Sachen Ja, aufnehmen. voll. Meine Motivation ist auf jeden Fall auf einem Hoch gesehen an dem Moment. Das okay ist für die. Aber ich würde dich sonst bitten, aufzustehen und da gleich auf den markierten Punkt Aufs stellen. X. Genau. Und dann einfach geradeaus in die Kamera schauen und einfach kurz meinen Anweisungen folgen. Lach doch bitte einmal ganz herzhaft in die Kamera ein. Ja, wie lacht man fake? Gut, dann der nächste Punkt wäre, du bittest so, als würdest du nachdenken, und zwar in einer Denkerpose. Am besten machst du die tief, also dass du irgendwie runtergehst, schreiben sie hier, und zwar so ein bisschen ruckartig, damit sie das nachher in Slow-Mo irgendwie machen können, damit sie Okay, Chat. Aber ich muss sagen, als ich reingekommen bin, ist schon mal weird gewesen, dass alle Kameras gefilmt haben. Und dann haben wir gefragt, wieso filmen die? Und sie sagen, ja, weil, also sie werden eigentlich so Filme für Schnittbilder und so, was sie so zwischendrin brauchen. Und dann, als sie gesagt hat, dass ich diese Pose muss machen muss, habe ich schon so gemerkt, also, ja, ich weiss nicht genau, ob das real ist. zusammenschneiden können. Ja, das passt, das nehmen wir, passt. Mach mal bitte eine große offene Handgeste. Das ist eine große offene Handgeste. Genau, als würdest du jemanden einladen. Genau, vielleicht gleich noch einmal. Ey. Und jetzt machst du. Perfekt. Dann noch einmal, dann haben wir sicher einen Safe. Perfekt. Noch das letzte. Zwinker doch einmal bitte in die Kamera. Zwinker in die Kamera, genau. Oh. In dem Moment kommt Cringe-Brille dezent zum Einsatz, Chat. Super. Schaffe ich das? Super. Digga, hat das hässlich ausgesehen. Wie tut man das in die Kamera machen? Das ist... Dann haben wir das auch. Du darfst dich wieder hinsetzen. Ja, dann würden wir sonst gleich mit dem Interview starten. Ist das voll. gut für dich? Servus, Adi. Hallo? Schön, dass du heute da bist, dass Vielen du dir Dank. Zeit genommen hast, mit uns das Interview zu führen. Und ich habe das Interview noch auf Hochdeutsch müssen machen, weil ihr wisst ja, Chat, aber jetzt ist das internationale Business gestartet worden für mich. Darum natürlich das Interview auf Hochdeutsch. Und dann starten wir gleich mit der ersten Frage. Sie kreieren ja viel Content. Auf Ja. YouTube, auf TikTok, überall eigentlich. Probier's. Sie sind wahnsinnig produktiv. Und Sie haben es besonders geschafft, auf TikTok in dieser kürzester Zeit erfolgreich zu werden. Was würden Sie sagen, ist so Ihr Geheimrezept? Jetzt eben mit dem Schritt auf Hochdeutsch zu gehen, eben dachte ich so, Nee, was Mann. kann ich machen, wenn ich einfach normale Videos Digga, ich beantworte die Frage auch komplett ernst, Mann. Oh Mann, ey. auf Hochdeutsch mache, dann ist das irgendwie langweilig, weil es gibt so viele deutsche TikToker, die machen schon diesen normalen Shit sozusagen. Und ich habe dann gedacht, ja, ich muss irgendwie meine Schweizer Follower mitnehmen, aber will ja auch die Österreicher und die Deutschen erreichen und habe so dann, ja. Ich will Sie ganz kurz unterbrechen. Wir haben extrem engen Zeitplan für Ja. das Interview. Kannst bitte einfach ganz kurz und Okay. knackig antworten. Tut mir leid, ich Ja, habe es okay, dann ist vergessen gut, ist am gut. Anfang zu sagen, wo mein Entschuldigung. Ja. Einfach so 1, 2 Sätze. Ja, ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß macht. Aber halt, ich wollte die Österreicher und die Deutschen mitnehmen und somit kommen diese Witze über diese Länder, ja.
Ja, gute Antwort. Ja, kurz und knackig. Komm, nein, Digga, wenn die sicher, die sind... Nein, Haltlos, aber kurz und knackig. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, warum wir da sind. Aha. Die Hanna füllt am Adi jetzt mal so richtig auf den Zahn. Wenn wir gleich Was die nicht wissen daheim, sie haben jetzt recht viel rausgeschnitten. Also sie hat das Interview schon 10 Minuten real gemacht am Anfang, aber das haben sie jetzt alles nicht reingeschnitten gehabt. beim Thema sind, es gibt ja gewisse Grenzen, die man wahren möchte, Es gibt ja gewisse Grenzen, die Es gibt ja gewisse Grenzen, die man wahren will. die man für sich selber auch so ein bisschen festlegt. Ja. Wo würden Sie sagen, sehen Sie da Ihre Grenzen? Ja, meine Grenzen sind, wenn es so unter die Gürtellinie geht. Aber ich denke, das, was ich jetzt gemacht habe, oder ich hoffe, es ist noch nicht unter die Gürtellinie gegangen. Hoffe ich. Ja, ich habe schon Nachrichten bekommen Ja, wie sie... Digga, Mann. von Leuten, was meinst du, wieso machst du das? Aber solange es jetzt nicht mega schlimm ist oder wenn ich selber das Video anschaue und mich schäme dafür, dann denke ich, ist es grob in Ordnung. Aber Sie machen sich ja schon gerne und oft über Österreich lustig. Ja. Ich mache mich schon gerne lustig, weil es ist ja immer so ein Sticheln zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das war ja immer so welches ist das beste Land, weil wir haben die gleiche Sprache an sich, also man versteht sich. Und es ist einfach so dieses klassische Sticheln. Es ist jetzt nicht... Digga, ihr Blick, Digga, die ist die ganze Zeit da geguckt. Die hat ab dem Moment, die hat kein einziges Mal gelacht ab dem Moment. Kein einziges Mal nicht mehr gelacht. Aber, wenn es jetzt vielleicht im Video nicht so rüberkommt, zu dem Zeitpunkt habe ich schon gewusst, dass ich prankt werde. Weil die ganze Stimmung im Raum und so ist nicht ganz... wie sagen wir denn, nicht ganz normal gewesen. Ich habe mich immer gefragt, ja, was mache ich, wenn ich mal in die Situation komme, dass ich prankt werde. Ja, jetzt kommt der Chat wieder mit Kappa, Digga. Komm, egal, komm, scheiß drauf. Ich hab's gemerkt, dann! Ja, egal. Ich habe mich immer gefragt, was mache ich, wenn ich in die Situation komme, wenn ich prankt werde. So, spiele ich den voll mit oder tue ich es dann auflösen? Zu dem Zeitpunkt, ich habe so gemerkt, also, das ist nicht 100% real gemeint. Ich bin noch nicht so 100% safe gesetzt, wie die komplett verarscht, sondern, aber ich habe schon gemerkt, also, das ist nicht real. So wie sie auch geactet hat, sie hat nie mehr gelacht und dann bin ich halt voll nicht sicher gewesen, weißt du, soll ich jetzt sagen, ja, funny von euch, weil dann ist es ja wack für sie, oder wenn es kein Prank gewesen wäre, dann wäre ich wieder der grösste Spaß da gestanden, so. Aber, ja, wir schauen weiter. Ich mache das auf ernster Basis. Ja, Caps. Ist einfach so ein kleines Sticheln, würde ich sagen. Ja. Oder nicht? Ich weiß nicht, das sieht wahrscheinlich jeder anders. Ja. Also wie denken Sie, würde ein Österreicher Sie sehen? Digga, es ist kein Cap. Ich hab's gewusst zu dem Zeitpunkt. Ich kann Ihnen zeigen, wie Österreicher Sie finden. Ja. Wir haben ein paar Influencer aus Österreich gefragt, ob sie ein Video aufnehmen würden. Oha, aber wenn du das so anschaust, Digga, schon sehr fresher Dude, mashallah. Und uns ihre Meinung zu Ihnen preisgeben würden. Okay, ich bin gespannt. Das haben wir auch noch gemacht. Wir haben vor dem Interview österreichische Influencer angeschrieben, um uns ihre Meinung über den Adi mitzuteilen in einem Video und uns das zu schicken. Ich meine, so muss er doch jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen. Chat, die haben Influencer gefragt in Österreich, zum mir dissen. Und die haben alle ihre Videos gerade eine halbe Stunde vor dem Interview auf TikTok gepostet unter dem Hashtag Anti-Adi. Und alle Videos für den Prank, wo die mich gerostet haben, haben insgesamt 1 Million Aufrufe, Digga. 1 Million Aufrufe auf Joke-Videos, wo ich echt gerostet werde, Digga. Und an der Stelle danke vielmals für die gratis Werbung SRF, dass die das in den Weg geleitet haben. Das freut mich sehr. Sorry, aber was fragt man mich da? Weißt du, das ist einfach nur ein Keck, der was seine Klicks aufzieht mit Provokationen. Das kann jeder. Das ist einfach nur dumm. Ja, das kann jeder, das ist richtig. Das Genau. kann wirklich jeder. Beleidigen ist einfach, ja. Ja, das war Marvin Hicks, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, habe ich auch schon gehört. Alles kleine Creator, so. Unter 200'000 rede ich eigentlich gar nicht mit. Ja. Hat momentan 172.000 Follower. Auf TikTok, oder? Ja. Ich habe noch mehr. Hey Adi, toller Oberlippenbart. Oder sollte ich sagen, was für ein Schweizer Plätzchen wächst denn da auf deinem Mund? Schweizer Plätzchen. Ja, Schweizer Plätzchen. Ja. Ja, Schweizer Plätzchen. Ja, also ich denke jetzt nicht, dass sie das ernst meint, aber ist ein lustiges Video. Eine
ziemlich große Fresse, mein Freundchen. Wenn man mal von der Maus her nachsieht. Aber man hat auch gemerkt, dass die Videos von ihnen nicht real sind. An dem habe ich nicht gemerkt, ja, Digga, das ist ein Prank. Die Videos sind zu frontend gesehen, weißt du, was ich meine? Wenn du dir da so sicher bist, dass du groß und stark bist, warum kommst du nicht mal nach Österreich und wir klären das einfach? Wir können das aber auch gerne im Boxring klären, ist kein Problem, Mann. Ich habe hier sogar meinen Kampfpartner. Mal schauen, was du dich jetzt noch traust, Mann, du kleine Schnecke. Was würden Sie dann jetzt dazu sagen? Ja, sie haben mega viele Reactions rausgeschnitten, Digga, Mann. Ich habe die gejoked, ich habe die Directions zum Teil gejoked, ich sag's euch. Ich habe die auseinandergenommen, haben sie alles rausgeschnitten. Alles, weil sie einfach gewusst haben, Digga, der hat's auch gecheckt. Sind tolle Videos, stimmt mich auf jeden Fall positiv für die Zukunft. Ja, ich weiß auch nicht genau, was sagen, also hätte ich jetzt nicht erwartet, aber Stimmt Sie positiv? ja, also sarkastisch ausgedrückt. Entschuldigung, können wir kurz aufgehen? Ja, und jetzt kommt der klassische Moment in einem Prank, können wir schnell Kameras abmachen? Und zwar, wir sind hier vom ORF und wir versuchen ein Interview zu machen und wir wollen auch so ein bisschen dein Bild, was du in Österreich vertrittst, irgendwie ein bisschen wegmachen. Also, Weil es hat halt schon ein paar, die das sehr, sehr persönlich nehmen. Also, dir ist glaube ich nicht bewusst, dass du ab und an wirklich Menschen angreifst und verletzt. ja. Also Scheiß auf die Österreicher, Digga, what the... könnten wir vielleicht nochmal deine Reaktion auf, wie reagierst du auf das und wie findest du das nochmal machen? So Bitte entschuldigung. ja schon. Danke. Also, Schau, jetzt habe ich zu den Kameraleuten geschaut, weil ich echt checke, so nicht, mein Junge. sind wir wieder drauf. Gut. Also, was sagst du denn jetzt zu den Videos? Ja, ich kann sie verstehen, dass sie das sagen. Eben wie schon am Anfang vom Interview gesagt, ich verstehe, wenn es Leute triggert. Ich habe viele Nachrichten von Österreichern, die sagen, ja, ist alles in Ordnung, aber... Adi auf der Liste Nummer 1 beim österreichischen Innenministerium. Safe, Digga, kein Einreiseverbot. Staatsfeind Nummer 1, ein TikToker, Digga. Ja, wenn die Österreicher das so sehen, dann... Digga, es ist kein Ich habe das Video vorher noch nicht gesehen. Ich bin dort gesehen. Ich schwöre, komm, scheiß drauf, ich habe das Video noch nicht gesehen. Aber wenn die glauben, dass ich es gesehen habe, Schmutz. Kann ich das auch nicht ändern. Ja, wieso machst du das dann? Also, ich verstehe nicht ganz, wenn dir bewusst ist, dass das Leute verletzt. Dass dir bewusst ist, dass das Leute verletzt. Und dann macht man es trotzdem immer und immer wieder. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja, weil es Views gibt. Also ist dir wichtiger, Views zu geben, anstatt Menschen nicht zu verletzen? Ja, nee. Dort habe ich gejoked. Nee, natürlich nicht. Ich weiß nicht, also für mich war das nie so konkret ein Problem. Es ist jetzt für mich neu, dass die Österreicher das so auffassen. Ja, so wie ich das über meine DMs oder Kommentare sehe, ist es nicht so schlimm in Österreich. Vielleicht habt ihr einfach diese Leute gefunden, die direkt davon betroffen sind. Oder? Es war klar. Ich meine, auch die zweite Chance, also die versaut. Aber zum Glück haben wir noch etwas vorbereitet. Zusammen mit einer österreichischen Influencer-Agentur und weiteren TikToker haben wir eine gemeinsame Kampagne gegen den Adi lanciert. Hashtag Anti-Adi. Da kommt sie, Digga. Unter dem Hashtag Anti-Adi haben heute um 11 Uhr ganz viele Influencer aus Österreich Ja. ein Video hochladen und sagen ihre ehrliche Meinung. Also Ja. das senkt Aha, das kommt erst... Aha, fuck, du. Okay, ich bin lost sofort. Das kommt erst jetzt. Die Videos vorher haben sie gar noch nicht auf TikTok gesehen. keine Scherze, die nehmen das persönlich, Das ist online. die wollen das nicht. Ja, du kannst schauen, Kann ich mit dem schauen? Hashtag Anti-Adi haben sie da Videos hochgeladen. Wo, auf TikTok oder Genau, Insta? TikTok. auf TikTok. Aber Was du heißt siehst der jetzt schon Anti- wieder, du nimmst es nicht ernst. Ja, das- Ich verstehe es nicht ganz. Und wir sind hier vom ORF und Wir sind hier vom ORF. möchten Ja. dein Bild ein bisschen besser machen und du nimmst das immer nur auf die leichte Schulter. Also ich versuche dir zu helfen und anscheinend nimmst du es irgendwie nicht ernst, dass diese Leute sich wirklich Ja, aber Chat, wie kann man Österreich auch ernst nehmen? Sind wir mal ehrlich, oder? angegriffen fühlen. Also jetzt dein Auftreten, ich verstehe es nicht ganz. Ich bin hier, ich möchte ernsthaftes Interview führen. Ja. Ich versuche dir noch zu sagen, wie du sollst reagieren. Und dann jetzt auch, du ignorierst mich, ich verstehe es nicht ganz. Oh ne. Weißt du, ich möchte hier einen ernsthaften Beitrag machen. Ja, können wir machen, gerne. Es geht hier um meine Karriere, ich verstehe es nicht. Ja, ja. Oh Und Mann. deine, oder wie? Das ist cringe, du. Das ist fucking cringe. Natürlich ist ja mein Interview, oder nicht?
Ich bin hierher gekommen, um mit dir ein Interview zu machen. Ich verstehe es nicht. Ich möchte Ja. wirklich. Geiler Ausschnitt. Ich würde vorschlagen, dass du dich jetzt mal sammelst, dir überlegst, was du jetzt alles gesagt hast, wie du reagiert hast. Ich gehe kurz essen, ich nehme mich zusammen, ich komme zurück, wir machen noch 2 Fragen und dann ist es fertig. Ist gut. Ist Okay. gut? Ja, ist gut. Gut. People leave, ja. Look mal. Ja! Da ist eine too much gewesen, Chat. Aber trotzdem funny. Oh Mann, ey. Muss ich jetzt etwas sagen, oder? Danke. Ja. Entschuldigung. Ja, trinken, das ist gut. Also, ich hätte jetzt einen Vorschlag und zwar, ich zeige dir noch ein Video. Wir machen das Interview fertig. Du kommst hier raus, ich komme hier raus. Ist gut. Alles gut. Oh, ich muss mich gut. Oh, okay. Also, Wieso ich mich da gestreckt habe, weiß ich bis jetzt eigentlich noch nicht. ich zeige dir noch das letzte Video, was wir drin haben müssen. Und dann ist gut. Herzlich willkommen zu unserer Präsentation über die Unterschiede zwischen lustigen Menschen und Aditoro. Aditoro. Zuerst etwas über uns ist der Himmel. Und dann kommen wir schon zu den Unterschieden. Ja, schau mal, wie sie da einfach Aditoro anschreiben. Digga, 2 am Morgen, einfach Schmutz. Einfach Schmutz. Lustige Menschen machen Witze, Aditoro ist Ja. ein Witz. Lustige Menschen werden geklatscht und Aditoro wird geklatscht. Oh, Und schlussendlich, lustige Menschen spielen Streiche, Aditoro fällt auf Streiche rein. Zum Abschluss hier noch ein Bild von einem Topfkopf. Ein Topfkopf. Ein Topfkopf. Für die Aufmerksamkeit. Und Fragen bitte alle an 2 am Morgen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Dude. Nee, Digga, jetzt hau ich ab. Wenn jetzt die reinkommen von 2 Uhr morgens, dann gehe ich komplett durch, Alter. Oh nee, Alter! Ey, schaut, ihr müsst euch das so vorstellen. Ab einem gewissen Punkt im Interview habe ich so gecheckt, okay, die verarschen mich wahrscheinlich, okay, cool. Aber ich hätte nie gedacht, never hätte ich gedacht, dass es 2 Uhr morgens ist. Ich habe mir schon so überlegt, so, ist es irgendeine österreichische Late-Night-Show, irgendein österreichischer YouTuber, irgendetwas von Österreich. Ich hätte nie erwartet, dass es 2 Uhr morgens ist. Und Digga, wenn ich dort 2 Uhr morgens gelesen habe, ich schwöre offiziell einfach keinen Bock mehr gehabt, Digga, irgendetwas mit denen zu tun haben. Ich habe mich echt versteckt. Aber das Österreich ist gut gesehen. Fickt euch alle, Digga, Mann. Alter. Nee. Aber haben wir dir ein kleines Gewissen geredet? So, oder? Ja, extrem, ja, voll. Ich mache jetzt keine Videos mehr über die Österreicher. Daumen hoch, Österreich. Ey, schaut euch mal die 2 Spassen an, oh Mann. Aber es war actually gut gewesen, man. Actually nice Prank. Ist nice gewesen, sie haben mich verwünscht. Ich habe gedacht, mich kann man nicht verwünschen, aber haben sie gut gemacht. Also, ich hätte ohne Scheiß alles erwartet, dass das jetzt so rot 2 Uhr morgen kommt. Ich habe so gewusst, jetzt kommt irgendeine Sendung oder so, und dann denke ich, irgendeine ORF-Sendung. Also, dann kommt einfach 2 Uhr morgen, Digga, Mann. Ja! Geil, Mann. Ja. Danke, Adi. Merci fürs Mitmachen. Nein, Digga. Digga, das ist so Ja, gut jetzt hast du gewesen. wirklich noch Zeit, um dich schnell entschuldigen. Wir was machen muss ich- schwarz-weiß mit schöner Musik. Yo, an alle Österreicher, ich entschuldige mich an euch für die ganzen Videos. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich das gemacht habe. 2 Uhr morgen hat mir ins Gewissen geredet und es kommt nicht mehr vor, dass ihr beleidigt werdet. Die einzigen, die noch beleidigt werden, ist 2 Uhr morgen. Das ist gut gewesen, Digga. Das ist gut gewesen, der Witz am Schluss. Echt gut gewesen. So, nice Prank seit 2 Uhr morgen. Wenn ihr mehr wollt wissen, das Video kommt auf dem Hauptkanal. Ich habe einen Vlog gemacht an dem Tag vor dem 3 und nach dem 3. Dort ist das Ganze noch ein bisschen besser drin und so. Ja, ich weiß gar nicht, was sagen. Fickt euch. 2 Uhr morgen. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got